ich lebe in einer völlig neuen Realität und jedes Wort in der Bibel inne ist immer noch korrekt. All Mhm. die anderen Versprechen, ja, es wird ja alles gut und wir werden es schon irgendwie lösen. Nein, der Krieg hat angefangen und niemand hat es behindern. Niemand, oder? Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Bei uns ist es mal ein bisschen mehr in den Schlagzeilen, wenn zum Beispiel wie gerade jetzt am letzten Wochenende mal eine Konferenz ist, wie auf dem Bürgerstock, eine Friedenskonferenz. Ja, dann tut es wieder mal ein bisschen mehr die Politik bestimmen oder unsere Nachrichtenlage. Aber nachher ist es so ein bisschen etwas, das wieder verschwindet. Und wir haben heute gesagt, wir wollen mal wieder ein Gespräch führen mit jemandem, wo das der Alltag bestimmt, diktiert, alles, die ganze Realität. Das ist die Eva Samoylenko, die jetzt verbunden ist mit mir und in der Ostukraine aktuell gerade daheim ist und dort hier auch ein Hilfswerk tut, von dort aus leiten und immer wieder Menschen geht dienen im Krieg auf verschiedene Art und Weise. Zuerst mal schön, dass wir die Zeit haben, Eva, und dass wir dich dürfen kennenlernen heute. Hallo. Ja, hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung, fürs Interesse. Das ermutigt uns, das ist uns wichtig. Und wir merken es ja schon grad sofort. Natürlich, du hast Wurzeln in der Schweiz. Du bist lange Zeit in Wädenswil daheim gewesen. Ist das dein Lebensmittelpunkt gewesen? Und hast nachher ein Kinderheim, Segel der Hoffnung in der Ukraine geleitet. Und das ist so nicht mehr bestehend. Wegen dem Krieg gell, ist das kaputt gegangen. Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Und da heisst das neue Werk Angels of Salvation, wo ihr damit unterwegs seid. Ja, Eva, es ist ja interessant, es ist eine Empfehlung von einer Frau aus dem Kanton Aargau gewesen, die fast jeden LiveNet-Talk hört, was mich natürlich sehr freut. Und sie hat geschrieben, äh, wie wäre es, wenn ihr einmal einen Talk mit der Eva Samoylenko würdet machen? Hat früher eben das Heim geleitet und ist so eine richtige Frau für einen neuen Talk, für so eine mutige Frau, die dort reinsteht und dort lebt. Genau, kennt, ich weiß nicht. Der Name tönt irgendwie, ja, tönt bekannt, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob ich sie wirklich kenne oder nicht. Was Aber löst es das ist bei natürlich dir aus, schön. wenn du so eine Nomination in dieser Art jetzt aus der Schweiz hast bekommen? Eben das habe ich natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren doch, ab und zu dürfen miterleben und ich glaube doch, das ermutigt einen. Ich glaube, das ist schön. Es freut mich, dass ich ein Vorbild sein für Menschen, nicht nur hier in der Ukraine, aber auch in der Schweiz. Ich glaube auch eben die Menschen, dass ich es den Menschen gerade in der Schweiz die ganze Sache in der Ukraine kann näher bringen. Eben, es ist etwas ganz anderes, wenn jemand auf Schweizerdeutsch über die Realität vom Krieg erzählt, wie wenn man es halt auf Ukrainisch mit Übersetzung hört. Ich denke, ja, es ist ein Teil von Gottes Plan für mein Leben, dass er mich so ein bisschen routmässig im richtigen Moment an den richtigen Ort angestellt hat und mir eine Plattform gibt, wo ich kann einen Einfluss haben. Und Ja. eben einerseits den Menschen von erzählen, was in der Ukraine vor sich geht halt, aber auch Menschen ermutigen, dass ja, wie man Gott erleben kann, auch in schwierigen Situationen hinein, dass uns Gott nicht im Stich gelassen hat. Ja, und bei uns in der Schweiz, das ist auch eine spannende Geschichte, wo Gottes Führung irgendwo durch auch drin zu sehen ist. Und es hat ja dann auch direkten Einfluss gehabt auf euch als Werk. Dass nämlich, da haben wir darüber geschrieben gehabt, dann auch im 22. Hast können immer wieder darüber erzählen in den CH Medien, also in einem grossen Medienverbund in der Schweiz, was ihr erlebt eben in der ersten Phase des Krieges und wie ihr gedreht seid und was das mit deinem Glauben macht und so weiter. Das ist schon auch noch bemerkenswert, finde ich, dass das ist zustande gekommen dann zumal. Also ich das ist für mich ein extremes Zeugnis gewesen. Einfach, wenn ich zurückschaue, ich sage das immer, wir sind alle, obwohl wir es seit Wochen nicht gehört haben, wo wirklich dann der Angriff gekommen ist, oder am 24. in der Nacht und sie einfach die russische Armee Richtung Kiew gelassen hat, wir sind alle schockiert gewesen, obwohl wir seit Wochen nicht darüber geredet haben. Mhm. Und was ich so zu sagen ist,
der Einzige, der weder schockiert noch überfordert war vom Krieg, ist Gott. Und ich sehe es genau, er ist ready gewesen. Er hat genau gewusst, was muss machen sein. Und wenn ich zurückschaue, sehe ich, wie Wochen, Monate, zum Teil Jahre vorher Gott einfach Weichen gestellt hat und uns Sachen beigebracht hat, Möglichkeiten gegeben hat, dass, wo der Krieg angefangen ist, haben wir bereits alles Know-how gehabt. Wir haben bereits Leute am richtigen Ort stationiert, dass wir wirklich vom ersten Tag an haben können helfen. Und ja, sicher, die Medienpräsenz, die ich dann durch die Interviews bekommen habe, in CH Media, das hat sicher auch ist ein Instrument gewesen, das Gott gebraucht hat, um einfach unsere Arbeit bekannter zu machen und uns Möglichkeiten zu geben, unterdessen 2 Millionen Menschen, 4 Millionen Menschen zu helfen, ganz praktisch. Und ich meine, das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich, phänomenal, die Geschichte, wo du dir erlebt hast jetzt so mit diesem Werk. Und eben auch, schon eindrücklich, wie du dort, sehr, ja, gerade gestanden bist in dem Sinne, mitten in dem Orkan, der schon da hat ja auch, könnte man sagen, oder, um dich herum. Und auch Klarheit hast gehabt, ja, die Art auch von Reflexion zu machen, sage ich jetzt einmal, oder, in den Texten und das, was mir dort auch übergekommen ist. Und meinem Kollegen Fritz Imhoff, der den Text geschrieben hat, ja, übrigens. Das eine, was für mich sehr spannend ist, Evangelisation ist nie meine starke Seite gewesen. Ich bin Lehrer, ich bin Hirt, ich bin nicht der Evangelist. Und ich weiss noch so in der Jugendzeit, so Strassenevangelisation, alle, die mich kennen, wissen, ich kann immer so zittern. Das ist für mich so schwierig, die Menschen, die mich nicht kennen, vom Glauben erzählen. Und ich denke, das ist eine der Sachen, die sich ändern. Im Moment, wo anfangen Raketen über dein Haus hineinfliegen, und du klar verstehst, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst oder nicht, wie fest das einfach deine Prioritäten, so viele Sachen, die einfach nicht mehr wichtig sind. Und so, es hat sich für mich so fest herauskristallisiert, was wichtig ist für mich. Und einfach ganz natürlich, es ist für mich in diesen ersten intensiven Tagen, es ist Gott gsi, der mich gehalten hat. Ich sage das immer: „Hey, alle anderen Sachen, wo wir irgendwie doch bewusst, unbewusst unser Vertrauen drauf stellen, Frieden, Stabilität, irgendwie halt auch Finanzen, all diese Sachen sind kaputt gegangen. Ich meine eben, ich habe das miterlebt, hey, wie schnell innerhalb von Wochen, ganze Städte, das Land einfach zerstört werden kann. Und das Einzige, was sich nicht verändert hat, das Einzige, wo ich weiss, das ewig ist, was uns verhebt hat, auch in dieser völlig neuen Realität, wo wir dann waren, ist Gott gewesen. Hm. Und es ist einfach automatisch. Ich konnte nicht erzählen über was der Krieg für mich bedeutet, ohne einfach auch von Gott zu erzählen. Es ist so nicht mehr wichtig gewesen, was die Leute bei mir denken. Und für mich war das mega befreiend gewesen und auch einfach irgendwie auch ein Geschenk von Gott, dass ich da, nachdem ich doch lang manchmal mir auch Vorwürfe gemacht habe: „Mann, du bist so ein schlechter Evangelist“, die plötzlich die Möglichkeit haben zu haben, zu Tausenden von Menschen können von Jesus erzählen. Das ist für mich etwas sehr Schönes und Ermutigendes. Wow, und, also lass mich etwas ein bisschen zitieren daraus. Du weißt vielleicht gar nicht das haargenau, was geschrieben ist. Also so präsent hast du die Worte vielleicht ja gar nicht mehr wirklich in deinem Kopf. Aber du hast zum Beispiel geschrieben über, überhaupt ja, was Hass, Zerstörung, Tod, Krieg einfach zeigt und so, dass man das eben vielleicht zu hart verdrängt hat und das zu ignorieren sei gefährlich. Mhm. Und das kann nicht, wenn man wegschaut. Und dann sagst du aber auch den Satz, oder schreibst den Satz: „Die harten, aber ehrlichen Worte der Bibel über das Böse in dieser Welt haben mir in den letzten Wochen viel mehr geholfen als viele leere Floskeln der Politiker.“ Genau. Ich denke, das sind all die Sachen, so, wo man halt uns einfach wir uns wenn alles gut ist und eben, du sagst so ein bisschen, meine, wer von uns hat Angst gehabt vor dem Krieg? Niemand. Weil es ist ja klar gewesen, dass es keinen Krieg geben wird. Wir sind ja viel zu zivilisiert, viel zu fest entwickelt, das gibt's ja nicht mehr, oder? Never again. Zweiter Weltkrieg ist fertig, ist das letzte Mal gewesen. Es ist so, ja, es ist halt so 'n Hochmut, ist so 'n Moment, wo dann plötzlich der Hahn kräht, oder? Ähm, und die Bibel halt all die Sachen, wo die Bibel klar sagt, es gibt Böses in dieser Welt und der Mensch ist an und für sich fähig zu
all diesen hässlichen Sachen, diesen schrecklichen Sachen, die passiert sind. Und das ist oft so ein bisschen belächelt worden von den Menschen, oder? Ja, das ist altmodisch und das stimmt nicht, Humanismus, der Mensch ist gut. Und ja, ich glaube, das ist für mich so ein Moment, ich habe mich Jahre, ich bin seit ich ein Teenager bin, gläubig, ich habe mich eben Gottesdienst und Bibel lesen. Ich kenne Gottes Wort und es ist für mich so spannend gewesen, dass sich alles in meinem Leben verändert hat, oder? All die Sachen, die Sicherheit, all die Pläne, die ich hatte, wie ich dachte, dass meine Zukunft wird aussehen, wo ich lebe, mit wem ich zusammenlebe, all das ist zerstört worden in diesen ersten Kriegswochen. Und ich weiss noch genau, als wir uns evakuiert haben in der Westukraine und ich zuerst mal wieder in einem Gottesdienst war, das ist mir so eingefahren. Ich lebe in einer völlig neuen Realität und jedes Wort in der Bibel ist immer noch korrekt. All die anderen Versprechen, ja, es wird ja alles gut und wir werden es schon irgendwie lösen. Nein, der Krieg hat angefangen und niemand hat es behindern. Niemand, oder? Aber das Wort von der Bibel, hey, ich bin bei dir, egal was passiert, ich tue dich durch die Stürme durch, durchs Feuer durch. Und ja, es gibt all die schrecklichen Sachen, aber ich gebe euch Kraft, um das zu überwinden. Und in den schlimmen Situationen hinein, ich bekomme trotzdem mal aussagen, all das hat immer noch verhebt. Und das, ich glaube, das ist ein Megatest. Das ist der Moment, wo wir sagen immer, Gott ist irgendwie unser Sicherheitsnetz, oder? Aber der Moment, wo du dann runterfliegst und wirklich das Netz dich fängt, das ist auch, ja, es ist ein Privileg, das dürfen zu erleben, denke ich. Mhm. Ist er dann die Burg, die Festung und Ja, das alles in den genau. Psalmen und so weiter dann lesen, ja, wow. Ja, und eindrücklich ist ja schon auch zu sehen, dass ihr eben dann Wunder erlebt habt, oder? Du redest von mehreren Wundern, sind sicher seither, also der LiveNet-Artikel ist ja im 22 auch geschrieben Was worden. am Es ist Anfang war, ja, ist natürlich ja, noch das ganz, ganz viele neue Sachen. mega viel passiert sicher wieder, gell, Eva? Ja. Mhm. Ja, ich meine eben, ich könnte stundenlang Storys erzählen von sicher von Menschen, die Bewahrung erlebt haben. Ich meine, Leute, die wir evakuiert haben und am nächsten Tag, wo sie weg sind, ist ihr Haus zerstört worden. Also wenn man es einen Tag später rausgeholt hätte, wäre sie gestorben gewesen. Ein Freund, wo an der Front ist, wo wir immer für ihn beten, wo unter Beschuss geraten ist und die Patrone ist in der Schuhsohle stecken geblieben. Eine Frau in Stalatoie, die vom Gottesdienst heimgekommen ist und ihre Bibel dabei hatte. Und als der Angriff kam, hat sie ihre Bibel so vor sich angehebt und der Granatsplitter ist in die Bibel hinein. Ja. Also wirklich so ganz viele so Storys. Für mich halt eines der grössten Wunder ist, dass ich im Moment da bin. Ich bin in meinem Zuhause. Ich werde nie den Tag vergessen, am 10. Kriegstag, am 5. März, wo ich gespürt habe von Gott, hey, wir müssen fliehen. Und ich musste meinen Mann zurücklassen, weil nur Kinder und Frauen sind evakuiert worden. Und ich weiss, wie wir uns in einen Rucksack gepackt haben und wenn ich mich verabschiedet habe. Und wir haben damals, oder, alle haben gesagt, hey, 2 Wochen, die Ukraine hat keine Chance, 10 Tage und dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Und wie wir dann geflohen sind in dem überfüllten Zug und ich musste mich von meinem Mann verabschieden und irgendwo beide, wir haben nicht gewusst, ob wir uns jemals wiedersehen. Und ich habe gedacht, das Haus, wo mir so wichtig ist, mit Zuhause, mein Stückchen Ukraine, wo wirklich meins ist, wo ich irgendwie, ja, wo mir geholfen hat, wirklich das eine Heimat zu finden. Ja, ich dachte habe, hey, ich habe die Bilder gesehen, es ist eine Frage von der Zeit, eine Woche, 2, es wird in Schutt und Asche liegen. Und dass ich jetzt im Moment die Möglichkeit habe, wieder da zu sein, mit meinem Mann wieder zusammen zu sein, das ist für mich halt auch ein Wunder. Ein Mhm. Wunder ist auch die Hunderte von Menschen, die zu Gott gefunden haben, durch schrecklichen Verlust zum Teil durch, die halt eben, dass halt all die anderen Sachen, wo sie das Gefühl haben, dass sie ihr Leben im Griff haben, wie das so erschüttert worden ist und sie dadurch haben zu Gott gefunden. Hunderte von Taufen, die wir durch über unsere Partnerkirchen geschehen, neue Kirchengemeinden, die wir haben können gründen während dem Krieg, das sind für mich auch Wunder. Ja.
Und auch, also ganz am Anfang auch die Evakuierung von den Kindern selber, oder? Noch vom Ja, dass wir also für mich allgemein, dass genau alle Kinder vom Kinderheim, alle Mitarbeiter auch eigentlich von meinen nahen Leuten, denen, wir sind alle in Sicherheit heute, sind alle am Leben. Das ist, 'ne extreme Bewahrung. Es gibt sehr wenige Mhm. Ukrainer, die das können sagen, ganz klar. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Also was ja jetzt schon, du hast gesagt, der Mann und du, ihr könnt wieder jetzt das Leben zusammen teilen. Mhm. Ja, also in den Umständen, wo das dann auch möglich ist. Und du hast dich entschieden, dort zu bleiben. Obwohl viele dir empfohlen hätten, nein, jetzt ist der Moment auch in die Schweiz zu gehen. Die Kinder haben anders entschieden bei euch jetzt zum Beispiel. Und wie ist denn das? Also irgendwo ist ein Teil ja von deinem ganz wichtigen Umfeld, auch glaub, Freundinnen und so weiter, weißt, sind zurück in die Schweiz. Und für dich war klar gewesen, nein, das ist immer noch mein Platz. Genau, ich denke, eine von der ersten Offenbarungen, so ein bisschen, die ich bekommen habe in dieser Zeit, ähm, ich bin immer, und ich glaube, das macht es fast ein bisschen für mich einfacher, wie für die Ukrainer, die da sind. Die Ukrainer sind einfach in Slawiansk, weil sie da geboren worden sind, oder? Ich bin schon immer in Slawiansk gewesen, weil ich von Gott berufen war, um dort zu dienen. Und eine von den ersten Offenbarungen, die ich hatte, wo der Krieg angefangen hat, war, die Berufung ändert sich nicht, nur weil die Umstände schwieriger geworden sind. Hm. Aber dann ist trotzdem dann so gewesen, genau, eben, hey, du und deine Kinder evakuieren, das ist auch wichtig. Du kannst in der Ukraine, du kannst Slawiansk dienen und gleichzeitig auch deine Kinder in Sicherheit bringen. Das ist der Grund gewesen, dass ich mich dann dort evakuiert habe, mit meinen Kindern, eben auch meine Freundinnen mit ihren Kindern. Es waren 3 Familien gewesen, habe ich mitgeholfen, sie alle in Sicherheit zu bringen. Und einfach halt die ganze Zeit immer einfach auch auf Gott ausgerichtet, gehört, hey, was ist jetzt dran? Und ich glaube, sehr fest auch gelernt, dass halt die Entscheidungen, die wir treffen, dass wenn Gott sagt, das ist heute dran, heisst nicht, dass es dann morgen auch wieder dran ist, sondern dass man halt immer einfach verbunden bleibt mit Gott und lost, auch vielleicht die Sachen hören, die man vielleicht gar nicht unbedingt hören will, oder? Sondern ja, und ich habe das Gefühl, ich habe mega einen Frieden darüber. Wir waren, glaube ich, irgendwie 5 verschiedene Orte gewesen, jetzt seit dem Kriegsanfang. Zuerst in der Westukraine, dann ein paar Monate in der Schweiz, dann zurück in der Ukraine, in der Zentralukraine, im Büro von Angels of Salvation, wieder zurück in der Schweiz und jetzt eben im Moment in Slawiansk. Und auch da, ich sage im Moment, wenn sich die Situation ändert, wenn Gott etwas Neues vorhat, werden wir halt wieder weitergehen. Ich glaube, Hm. das ist auch etwas, was du lernst. Das ist etwas, was man oft sagt, oder? Gott ist unser Zuhause oder unser Zuhause ist im Himmel. Aber wenn du Flüchtling bist, ich glaube, das erlebst du mega, dass schlussendlich, egal wo du bist, du kannst ja vielleicht nicht unbedingt glücklich sein, aber du bist sicher nicht hoffnungslos, weil du hast Gott bei dir und du siehst, sagen, egal wo du bist, dass Gott dich brauchen kann und dass Gott dich auch uns auch versorgt hat. Eben an all diesen Orten, wo wir Hm. sind. Ich meine, ich vermisse die Stabilität, ganz klar, aber ja, ich spüre, dass Gott uns führt und habe auch mega Frieden darüber. Also wie gleich nicht komplett heimatlos in dem Sinn sich fühlen, in dem, weißt du, so wie du das jetzt beschreibst. Aber eben, das ist eine Heimat über dem aus, wo, ja, wo einfach Es ist Sicherheit. sicher ein Lernprozess. Also ich will auch nicht, es ist nicht immer einfach. Ich meine, ich hatte Tage gehabt, wo ich gekühlt habe und Flüchtling sein ist nicht lässig. Ich glaube, das ist etwas, so ich selber auch bei mir gesehen habe. Ich bin aufgewachsen mit Kindern, oder? Das war gerade der Jugoslawienkrieg, wenn ich aufgewachsen bin. Ich habe das Gefühl, ja, ich weiß, was es bedeutet. Ich habe das miterlebt. Bevor du nicht selber Flüchtling warst, dann kannst du das nicht nachvollziehen.
kein Recht haben dort, wo du bist, dass man sich immer alles muss rechtfertigen und erklären. Das ist etwas, das einem zermürbt. Das ist nicht einfach. Mhm. Aber ich glaube eben auch im Prozess eben zu lernen, dass trotz allem eben halt schauen, nicht auf das schauen, wo du verloren hast, sondern Aussicht auf das, was du trotzdem immer noch hast. Eben, ja, wir müssen fliehen, aber ja, Gott hat uns alle bewahrt und Gott hat uns immer versorgt und Gott hat uns all die Möglichkeiten gegeben, zum Menschen zu helfen. Und ja, es kommt darauf an, auf was dass du dich ausrichtest. Mhm. Ja. Ja, das ist ganz stark, das eigentlich so zu hören. Und ich bin dankbar, dass wir auf die Empfehlung gehört haben von dieser LiveNet-Leserin oder der Frau, die da immer wieder auch reinschaut auf diesem YouTube-Kanal bei uns. Und jetzt einfach, ja, da hat uns die Zeit mal ein bisschen genommen haben, dich und deine Lebensrealität kennenzulernen. Eva, an diesem heutigen Tag. Und du hast vorher schon angetönt, wir wissen ja nicht, was kommt. Also das geht uns ja allen in dem Moment wie gleich. Für uns ist es aber eine ganz andere Geschichte, wenn wir das sagen, hier in der doch noch sicheren Schweiz in dem Sinn. Aber eben, wir haben gleich Krieg, der näher gekommen ist in Europa jetzt, was wir lange Jahre nie gedacht haben. Also es kommt uns allen näher. Und wie verfolgst du das jetzt, das ganze politische Geschehen? Oder bist du dort weniger so die weisst, und jetzt könnte das passieren und das ist der nächste Schritt von Putin und so weiter? Genau, ich glaube, das ist etwas, was wir alle haben müssen lernen. Das ist sehr individuell. Vor allem Leute wie ich, wo wir halt so fest halt wirklich einfach sowieso so involviert sind und so viel. Ich meine, der Informationsfluss ist riesig mit all diesen Projekten. Ich habe nur schon ein Dutzend Projekte, die direkt unter mir sind. Dann hat es noch irgendwie 50 andere Projekte, wo parallel andere managen. So viel, was immer am Laufen ist. Ähm, Es ist unterschiedlich. Es gibt mein Mann ist mega so, dass es ist seine Art, um uns zu beschützen, ist, dass er sich extrem informiert über welchen Schritt kann was zu was führen und so. Ich tue international fast gar nichts mehr verfolgen, einfach weil, ja, was ich verfolge, ist halt das, was uns direkt betrifft, ist halt, ich weiß immer, wenn sich die Front verschiebt. Und da bist du einfach in so Chats rein, ich weiß immer, wenn die Sirene läuft und und eben, und zum Teil halt weiss ich das über so, eben so News-Chats oder so, wo man hat in der Ukraine, wo es gibt, damit du sicher bist. Aber halt auch, weil wir halt so viele Teams haben, die vor Ort sind, wo wir wissen, genau, jetzt ist es in Kuracha die Situation so schlimm, wir müssen unser Team auf Pokrovsk überschicken und so Maximilianowka, das ist jetzt nur die allerletzte Evakuationsreise, das können wir nicht mehr tragen. Im Moment ist Liman. Jetzt haben wir eine Kirchengemeinde gegründet, ist ein extremes Problem, weil, ja, wo wir jetzt haben zum Teil Gottesdienst müssen absagen und auch sehr viele Leute am Evakuieren sind. Das sind mehr so halt diese Sachen, die uns direkt betreffen, die vor Ort, am Boden, die Entscheidungen. Aber die politischen habe ich jetzt auch noch gar nicht wirklich nachgeschaut, was war im Bürgerstock. Mein Mann hat gesagt, es hätte Mhm. keine Lösung gegeben, leider. Aber Nein, nein, ja. irgendwo durch haben wir das auch nicht erwartet. Also es ist halt Ja, einfach, es Russland wird nicht natürlich einfach auch, sein. ja, sowieso abwesend ist, gar nicht eingeladen ist, Russland. Aber ja, und die Rolle von der Schweiz interessiert dich die stärker, weißt du, was sich ja so schwer tut, aus jetzt der neutralen Position überhaupt irgendwie Waffen zu liefern in die Ukraine und alles. Also es hat ja eine riesige Debatte bei uns gegeben hier. Genau, also das ist halt schon. Und ich glaube, es ist ganz klar, ich meine, ich bin nicht unparteiisch. Ich verstehe, dass ich es vielleicht auch so würde sehen, wenn es irgendwie um Syrien würde gehen oder so. Und das ist ja egoistisch. Aber ich tue zum Teil die News extra nicht lesen, um mich selber zu schützen, weil ja, also ich meine, für dich ist einfach, es ist ungerecht. Wir sind nicht ein perfektes Land, wir sind vielleicht ein korruptes Land, aber wenn nur die Länder dürften existieren, die nicht korrupt sind, dann ja, hätten wir wenig Länder und es ist ungerecht und du hast wie das Gefühl, du fühlst dich halt auch oft, wir sind der Bereich, wir sind der Bereich, wo der Putin will, oder das, was er gesagt hat, ist, ich bin bereit für Frieden,
wenn ihr uns Donetsk die Region abgebt. Und für die allermeisten Ukrainer wäre das eigentlich gar kein Problem, wenn du in Kiew lebst, wenn du in Dnipro lebst, wenn du in Lemberg lebst. Dann das verstehe ich, dass sogar die zum Teil sagen, ja, geben wir doch den Donbass ab. Aber für mich ist es natürlich das ist genau mein Leben. Und du bist dann halt einfach das kleine Schachfigürchen, der Bauer, der Schachbauer, wo man einfach halt dann geopfert wird für die weltpolitischen Sachen. Es ist mein Leben, es ist mein Zuhause. Und das ist auch eine Realität, die halt da ist. Ich habe auch nicht die Möglichkeit zu bleiben. Also falls ich würde auch nicht wollen. Ganz klar nicht, wenn unter russischer Herrschaft da, das könnte ich nicht. Aber Mhm. ich kann auch nicht, weil wir vom Hilfswerk her halt so aktiv sind, dass wir in der schwarzen Liste drin sind. Also ich würde verhaftet werden, im besten Fall, und in Gefangenschaft kommen, falls ich da wäre, wenn die Russen kämen. Also, und von dem her gesehen kann ich natürlich nicht unparteiisch sein. Ja, natürlich, ich finde, es ist ungerecht. Ich finde, die Welt sollte klar aufstehen. Und es ist tragisch, dass eine grösste wahnsinnige Person einfach die ganze Welt kann. Ja, es ist für mich, ich denke, als Lehrperson, wie gehst du mit Mobbing um, oder? Und das ist internationales Mobbing. Sicher würde ich wollen, dass die Welt mehr würde aufstehen. Aber eben, ich verstehe die andere Seite schon. Ja. Ja, das finde ich sehr, so weit wie eben, dass deine Betroffenheit wie zulässt, denke ich mir gleich sehr eine nüchterne Analyse auch hier jetzt von dir und sehr, ja, verständnisvolle. Eine letzte Frage, Eva Samoilenko. Was ist im Moment so dein Gebet oder auch so dein Gebetsanliegen? Vielleicht, man kann es auf beiden Seiten verstehen. Was du, auch jetzt sagen wir Christen hier in der Schweiz, würdest du ans Herz legen, hey, wenn ihr an uns denkt oder an Konflikte in unserer Region, hey, betet vor allem auch in die und die Richtung. Ich denke ganz klar, man betet weiter für Frieden. Und ich weiss, es ist so schwierig, oder? Weil du betest und du betest und du betest und es passiert nichts. Und ich glaube auch eben das Bild, wie wo der Moses hat müssen, die Schlangen aufheben, oder? Und er so müde geworden ist und der Arm runtergefallen ist. Ich glaube, das ist das, was bei uns als schon klar, wir als ukrainische Christen sollten am allermeisten für den Frieden beten. Aber nach 2 Jahren sind jetzt dann 850 Tage Krieg. Du wirst müde. Und ich glaube, dass die internationalen Christen uns einfach ein bisschen die Arme stützen können, was einfach beim Dranbleiben für den Frieden eben, das ist das, was ich auch sage, es braucht ein Wunder. Es braucht ein Wunder. Einfach so eine einfache Lösung, um den Krieg zu stoppen, gibt es nicht. Es braucht irgendwie wirklich Gottes Eingreifen, damit das gehen kann, dass man weiter beten für das. Mhm. Ich glaube, was ich auch immer beten ist, für die Soldaten, für die Menschen da, nicht nur körperliche Sicherheit, sondern auch seelische. Ich glaube, so viel Hass. Der Teufel kann das so nutzen. Zum Teil erschreckt einem, dass die Ungerechtigkeit die Ukrainer, die wir durchmachen, auch Christen, die sehr gefährliche nachher Aussagen kommen von wir wollen, dass Russland zerstört wird und all der Hass. Und das macht mir Sorgen. Ich bete, wenn ich auch kann, eine Liste von meinen Freunden, die an der Front am Kämpfen sind, wo ich jeden Tag für sie bete. Und ich bete immer nicht nur, dass sie körperlich können, also Schutz bekommen, körperlich, sondern einfach auch seelisch. Auch die ganze Trauma. Wir machen so viel Arbeit jetzt auch mit Trauma bearbeiten. Ich habe jetzt gerade das Wort vergessen. Ja, Äh, Verarbeitung, ja. genau, Traumaverarbeitung, Seelsorge, wie die Menschen einfach mit dem umgehen. Und ich sehe es auch vor allem bei den Männern. Es ist so viel einfacher für die Männer, um einfach in den Hass, in die Wut hineinzukommen, anstatt vielleicht auch die Trauer zuzulassen. Und das ist etwas, was ich immer bete, einfach seelisch, dass die Menschen, dass wir alle ja, auch da bleiben. Ich bin sogar unterdessen so weit, dass ich oft sogar auch für Russland bete, für die russische Kirche bete, einfach weil ich sehe, die Dunkelheit, wodurch die Propaganda, die Wahrheit so verdreht wird, wo ich eine extreme Gefahr da sehe, wo ich
denke, dass Gott durch den Krieg, durch das, ja, die Finsternis will wegmachen und ein neues Licht kann reinbringen. Ja, Hey, herzlichen Dank, Eva, für das Gespräch und deine Offenheit und einfach, ja, mal dein Herz so zu teilen, wieder einmal auf dieser Art und Weise oder auf dem Weg, wie wir das jetzt hier heute haben können machen. Und natürlich wünsche ich dir weiterhin viel Ausdauer und Kraft und danke. weitere Wunder und Gottes Beistand in allem, was ihr dürft erleben als Werk, als ja, ganze, auch deine Liebe und das eben Angels of Salvation Werk. Danke vielmals fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung, danke für euer Interesse und eben Gebetsunterstützung. Das hilft sehr. Ja, und ich habe ein paar Mal in diesem Gespräch Bezug genommen auf den Artikel, da, wo der Fritz Imhoff bei uns schon geschrieben hat. Ich finde, der ist immer noch aktuell, auch wenn es ein bisschen aus den ersten Kriegsereignissen, aus der ersten Phase heraus vor allem geschrieben ist. Aber trotzdem tun wir den sehr gerne auch verlinken, noch den Artikel, für die, die wollen, beim Videobeschrieb noch ein bisschen mehr dazu lesen. Und bleiben da sicher weiterhin am Ball, auch wie das geht mit dem Werk von der Eva Samoilenko und allgemein danke vielmals noch einmal, dass wir haben können heute das Gespräch führen und ich danke noch einmal dieser Person, ich tue es jetzt nicht namentlich erwähnen, weil es nicht vorbesprochen oder abgesprochen wäre, die den Tipp hat gegeben, tut doch die Eva unbedingt einladen, eine mutige Frau, die die Arbeit macht in der Ukraine und es hat sich sehr gelohnt. Danke vielmals für den Tipp.